Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen, und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Da hat er kurz nach oben geschaut, haben Sie es gesehen, und sein Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Klasse rausgeköpft, hinten den Ball aus der Gefahrenzone. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Und das Dribbling gegen die Latte. Er köpft den Ball aus dem Strafraum. Der kommt da zu spät in den Zweikampf. Schlechtes Timing. Es gibt Freistoß. Oh, das war knapp. Ein paar Zentimeter später und der Unparteiische hätte Elfmeter gegeben. Schuss, und er bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Eckball. Klasse, der lange Ball. Klare Sache, logisch. Freistoß. Gut, dass er per Kopf da war. Das war durchaus eine brenzlige Situation. Foul. Das wird gefährlich. Das war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Klare Sache, das muss die gelbe Karte geben, und hoffentlich hat er sich keine ernsthafte Verletzung zugezogen. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Souverän gemacht. Worauf wartet er eigentlich noch? Könnte jetzt flanken. Ja, eine schöne Flanke. Guter Abwurf vom Keeper. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, das macht er gut. Per Kopf. Klasse, das Zuspiel, und das über diese Distanz. Wie soll man diesen Abwehrriegel aus den Angeln heben? Keine Chance. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Und jetzt haben sie die Tore. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Sowas sehen wir hier nicht gerne. Klare Sache, Freistoß. Der hätte genau gepasst, aber mit den Fingerspitzen war er noch dran.
super gemacht. Ah, das war eine tolle Ballstaffette. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Anknüpfen kann er. Klasse, wie er den spielt. Hat jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Und da hat er per Kopfball geklärt. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Jetzt hat er den Platz. Ja, und am Jubel der Fans kann man erkennen, wie wichtig dieses Tor ist. Da bin ich überhaupt noch zu verstehen. Naja, so ein Spieler brauchen wir vielleicht auch mal egoistisch, eigensinnig. Wenn das so ausgeht wie hier, wie mit diesem Tor, dann ist ja alles gut. Na, einen besseren Einstand kann man sich doch nicht wünschen. Erstmals mitgespielt und gleich ins Tor gekommen. Und ab geht's in die andere Richtung. Schönes Wettbewerbsspiel. Zur Pause steht es 1:0. Wir werden in dieser Partie natürlich noch versuchen, etwas über die Verletzung des großen Pechvogels der ersten 45 Minuten in Erfahrung zu bringen. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, der ist gut, der ist lang und der kommt an. Oh, die Verteidigung unaufmerksam. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, den Ball hat er überhaupt nicht getroffen, dafür aber den Gegner. Und da muss man mit der gelben Karte leben. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und jetzt ist die Frage, können sie Kapital schlagen aus diesem... Und Tor! Unglaublich! Was für ein Jubel! Ich denke, angesichts dieser 2-Tore-Führung kann sich der Trainer jetzt entspannt zurücknehmen. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Pass. Ja, da steht er völlig frei. Sehr gut gerettet vom Verteidiger in dieser Szene. Ah, was für ein Foul. Da zieht er ihm die Beine weg. Aber der Schiedsrichter belässt es bei Freistoß und Ermahnung. Ja, der ist doch nochmal glimpflich davongekommen nach diesem brutalen Foul. Es gibt nur Freistoß. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation geklärt. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Der Schiedsrichter greift zur gelben Karte. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten.
So, Achtung, das könnte gefährlich werden. Und noch ein weiterer Treffer. Da soll er abspielen, soll er nicht abspielen. In jedem Fall macht er hier das Richtige, etwas eigensinnig und ballverliebt, aber er erzielt ja das Tor. Also so langsam müssten sie es aber gemerkt haben, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Da hat er schon zweimal getroffen. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Absolut spitze. Dann eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Schön, wie er kurz den Ball hat von der Brust abtropfen lassen. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton. Völlig zu Recht, finde ich. Und daraus könnte was werden. Ja, das hat er gut gemacht. Und wie er dem Gegner da den Ball abluchst, mein lieber Mann. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Klasse Kopfball. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Raus mit dem Ball aus der Gefahrenzone. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Achtung, jetzt brennt's. Ja, und den hat er soeben noch dem Stürmer vom Schuh stibitzt. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Los, schieß, Junge! Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Der Torhüter macht das Spiel seines Lebens, Tom. Unglaublich, was dieser Mann leistet. Ja, leichtsinniger Ballverlust, aber bitte, davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Nutze die Chance, abgewehrt. Ja, und es gab ja die eine oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen dran. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wer da. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. So, das war der Schlusspfiff und diese einseitige Partie endet 3:0. Aber ich glaube, es war ein gutes Spiel. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.